Welcome to Drangsnäs. Also erstens einmal schauen wir, dass wir richtig gängern, aber man sieht da schon den perfekten Ausblick. Wir sind jetzt gerade in Drangsnäs und das Wetter ist unglaublich. Wir haben strahlenden Sonnenschein um 10 Uhr am Abend. Es ist wolkenlos und wir werden uns jetzt in 3 warme Pools am Meer unten sitzen. Die sind quasi gratis, da mit Spendenbox natürlich, und werden den Abend genießen. Und ich glaube, der wird richtig nice. So, das Nette ist, es gibt ja noch Umkleide und Toilette und Man zahlt sogar mit der Karten. sogar mit der Karten zahlen. Und es ist teurer als man glaubt. Ja, Okay. dann zahlen wir da einmal. Ja. Okay. Welcome to Drangsnäs. So, wir fahren. Das Wetter ist traumhaft. Wind geht trotzdem, das heißt, so warm ist es nicht, aber es geht im Pullover. Und wir sind jetzt in Aurnes, Rechtbühl. Und es ist nichts los. Das macht es ziemlich schön. Also wie man draufkommen, mein Radl hat noch keinen Namen. Entweder ich nenne es Magic Bike oder Fahrrad. Eventuell Fahrrad. Also, wir sind gerade beim Bergauffahren. Es ist etwas anstrengend. Fahrrad Axel hat gerade das Schalten beigebracht. Wieder mal. Immer wenn wir Radl fahren. Und so geht's eigentlich. Ganz cool. Leichter Anstieg hinter uns. Man merkt, dass man nichts tut. Ja, muss dazu sagen, unser Ausblick ist massiv jetzt gerade. Wir sitzen direkt vor dem Wasserfall und schauen in den Fjord. Vielleicht sieht man das, wenn ich so mal so umhaue. Genau. An dieser Stelle blenden wir eine bessere Aufnahme ein. Zur aktuellen Lage, wir sind da gerade am Pass Richtung Djupavik. Wir haben realisiert, dass ein massiver Gegenwind ist.
Und wir haben auch realisiert, dass wenn wir eigentlich da mit dem Camper gefahren waren, auch nicht so blöd drauf gewesen waren, weil die Straßen halbwegs in guter Condition ist. Jetzt haben wir entschieden, dass wir das nachher mit dem Camper auch noch fahren. Hätten wir uns sparen können, dass wir mit dem Radl fahren, aber es war ein netter Ausblick. Ja. Ich bin auch wichtig. So, endlich wieder beim Auto zurückgekommen. Jetzt schauen wir mal, was Laura dazu sagt. Ich schaue irgendwie aus, das ignorieren wir. Ich habe da jetzt eine leere Flasche Wasser und da vorne habe ich einen Bach, man hört schon. Und was gibt Schöneres, als wenn nach einer Radltour frisches Gletscherwasser zum Abtrinken? So, der Axel war da hinten im Auto. Ich gehe da kurz eine halbwegs steile und kurvige Stelle auf, um abzuchecken, ob kein Auto kommt. Weil falls da ein Auto kommt, schaffen wir die Stöhe nicht mit dem Auto, da wir 14% Steigung haben und ein ziemlich enges Straßal. Yay! Wir haben es geschafft! So, und jetzt fährt mir der Lustige einfach davor. Axel! Ja, wir sind jetzt in Norðfjörður angekommen, am Nordfjord. Das ist der nördlichste Ort in den Westfjorden an der Ostküste. Und wir haben gerade 100 Kilometer Rumpelpiste hinter uns, hat unser Auto gut geschafft. Aber wenn man ein bisschen da schaut, hätte man vielleicht die Plane über die Radl drüber da können. So, man merkt, das Ganze ist neu gebaut, also 2020 renoviert worden. Und es sind aber immer noch so traditionelle Duschen. Die Informationstafel draußen sagt einiges aus. Es gibt seit den 40er Jahren die Idee, dass das Schwimmbad gebaut wird. Es ist dann sehr lange der Ort dafür in Frage gestanden und dann haben sie es da gebaut, weil da eben Hassegrün ist. Und es hat auch dazu geführt, dass sehr viele Isländer da schwimmen lernen haben können und nicht in andere Fjorde extrem weit fahren haben müssen. Ja, ist ein Vorteil. Diesmal werde ich nichts draußen filmen, weil andere Leute da sind und die wollen wir natürlich nicht stören. Aber wir haben ja die Videoaufnahmen von oben. Jetzt genießen wir mal das Schwimmbad. So, wir sind angekommen in Ingolsfjörður. Das ist nur ein Stück weiter als Norðfjörður und da gibt es die Überreste von einer Heringsfabrik. Die ist für uns von entscheidender Bedeutung, weil ich mich da einmal ein großes Retreat aufbauen und wir werden 20 Minuten Euro geben.
Also da oben stehen wir. Und wir sind immer noch nicht ganz unten. Das Ganze gestaltet sich etwas schwieriger als gedacht. Also wir sind jetzt bei der Heringsfabrik unten. Es war eine gute Entscheidung, dass wir nicht mit dem Auto gefahren sind. Sehr steile Straßen und es macht unserem Bus natürlich noch weniger Spaß. Und schauen wir mal an, ob der Spaß was hergibt. So, ihr seht, wir sind schon wieder am Weg auf, weil die lieben Küstenseeschwalben uns so massivst attackiert haben, dass ein Zubig rein praktisch unmöglich ist, außer du möchtest eine angepickte Schädeldecke. Ja, dementsprechend sind wir jetzt ziellos 400 Höhenmeter gegangen. Oder, wie der Österreicher sagt, eine Bonuswanderung. Alter, so eine Scheiße. Das wird den ganzen Dreh wieder aufschieben. Wie sehr hast du erleben? Ja, wie war das mit? Jetzt kommen die letzten Part 2. Laura, warum hätte es sie vielleicht, oder hat es sie ein bisschen ausgezahlt? Also es hat sich vielleicht ein bisschen ausgezahlt, wenn man ausblendet, wie scheiß steil das alles aufgeht, weil wir diesen wunderschönen Ausblick genießen. Wir haben natürlich heute auch wieder Traumwetter, muss man sagen. Ist für die Westfjorde ein riesengroßer Vorteil.